Ja, Deich könntest du stundenlang zuhören, dem gemögigen, gemütlichen Berndeutsch, Ganggängere gegen Gümmlinge. Das ist gäbig für mich, ich kann auftreten, wo ich will. Die finden mich einen glatten Kock wegen dem Dialekt, meistens noch gäbe ich etwas gesagt habe. Aber es könnte dem zu viel werden mit dem Ganggängere gegen. Nein, ich muss euch sagen, wir genügeln es langsam selber. Mit dem ewigen Berndeutsch, dem Lamaschigen. Ich baue mir meine Träume, Herr Meier, das ist einfach ein Grenni. Auf rund um dich, Herr Meier, gang der schönen grünen Aare an. Und wehe, du redest zu Bern nicht Berndeutsch. Ein Kollege hat am Bahnhof das Brot gekauft. Das versuche ich jetzt, wenn ich jemand zu Bern auftrete, den Eingeborenen beizubringen, musst nicht zureden wie eine kranke Kuh. Ich versuche nicht zu vermitteln, dass es auch so vorkommen kann, am Bahnhof vor einer Bundesstadt, dass es sogar fast ein bisschen im Wesen von einem Bahnhof liegt, dass dort die Extremsituationen, Ausnahmefälle, vielleicht sogar Auswärtige, das schnallen sie nicht zu Bern. Ein Kollege will am Bahnhof, unten an der Perron, ihr Bahnhofunterführung, das Brot kaufen, gehen sie mal ein Pfünderchen Rauchs. Ich also nicht grusig, wie redet ihr? Hat das in der Theke gesagt, statt ein Brot zu geben, das sind Taliban zu Bern, wenn es um einen Dialekt geht. Hey, falls du mal etwas musst, kümmern zu Bern. Kommissionle, dann schreibst du am gescheitsten einfach auf einen Zettel. Nein, das sind Taliban, die ich den Cornichon gewonnen habe vor der Sommer. Der Kabarettpreis hat mir diese vom Regi Bern für gehabt. Also sie hat es mir vorgehalten, sie hat mir die Vorhaltung gemacht. Herr Friedli, der verkauft euch gegen noch als Berner. Aber das ist kein Verkaufen, nein, das ist einfach Schicksal, oder? Bringst du ja nicht weg. Und vor allem ist es die einzige Sprache der Welt, die nicht genau das kann sagen, was ich will. Jetzt bin ich 30 Jahre in Zürich gewesen, aber nein, das Zürichdeutsch, das habe ich nie wirklich gecheckt. Und jetzt wohne ich in Basel und ja, ich höre schon zu, wie die schwätzen, so mit einer Lockerheit, mit einer Leichtigkeit, wirklich schon fast mit einer Beiläufigkeit, man könnte sagen Überlegenheit, wirklich schon fast Überheblichkeit. Ja, das ist schon eine Haltung, die in ihrer Sprache zum Ausdruck kommt. Wir sind die Schönsten, die Gescheitsten, die Reichsten. Aber gleichzeitig auch schon fast so eine französische Nonchalance. Wir sind ja hier schon fast im Elsass raus. Darum heisst es Agorde ist an den 3 schönsten Tagen und nicht Umzug. Aber ich muss euch sagen, mir gefällt es unerkannt, Basel und ich, das stimmt, einfach die Chemie. Lonza Hoffmann, Sie, Passant, Geigen, was kannst. Eine Sprache transportiert so viel, wenn du hörst im Deutschen Bundestag, wie noch der hinterletzte Hinterbänkler, rhetorisch brillant bei uns im Parlament. Niemand. Ja gut, Jackie Badran, aber das ist ja auch nicht immer wahnsinnig elegant, oder? Die hure fucking Glarner! Im Bundestag die Eloquenz, wenn Alice Weidel, die gerne Kanzlerin wurde, wenn die anhebt, die Vorredner haben eindrücklich gezeigt, dass es ihnen an Ernsthaftigkeit für die wahren Belange der Bürger, sie sind nie Bürgerinnen, der Bürger in diesem Lande fehlt, es brennt in Deutschland und diese Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen. Boah, was für eine Musik, was für eine Poesie, was für eine Liebreiz. Die Sprache macht Scheissdreck zu gut. Weil was sie sagt, Frau Weidel, ist nicht gültig. Sie lebt ja, die AfD-Co-Fraktionsvorsitzende, hier bei uns zu Einsiedeln. Siedelt dort aber nicht allein, sondern zusammen mit ihrer Frau, die von Sri Lanka kommt, und gemeinsamen Kind. Ja, man könnte sagen, Frau Weidel lebt bei uns in der Schweiz sozusagen eine Alternative zu Deutschland. Und habt ihr übrigens gewusst, dass wir Weltmeister in den Privatflügen sind? Wir haben 100 Mal pro Tag startet und landet in unserem winzigen Land irgendwann ein Privatjet. Eine der Spitzenflügerinnen ist Frau Öri. Öri Gigi, Öri Taucheranzug, Lonza Hoffmann, Sie, Passant, Geigen, was Roche. Die tut ihrem Zweitwohnsitz die Pizza-Strassenhundli retten und fliegt sie mit dem Privatjet zur Adoption in die Schweiz. Ist das herzig? Da kann ich nur sagen, es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Danke vielmals. Der Benz Friedli!